China feiert 60 Jahre Volksrepublik. Seit dem 1. Oktober 1949 sind die Kommunisten an der Macht. Und die demonstrierten sie heute mit einer beispiellosen Militärparade. 100.000 Soldaten marschierten im Stechschritt durch die Straßen Pekings. Neueste Waffen wurden vorgezeigt und 60 Wagen stellten die Geschichte seit Maos Proklamation des neuen Staates nach. Es ist eine glanzvolle Schau. Unangenehmes wird ausgeblendet. Unangenehme wurden weggeschafft. Eine dieser Unangenehmen ist die Menschenrechtsaktivistin Rebiya Kadeer. Sie ist seit 2005 im Exil in den USA mit Mann und 6 Kindern. Ihren 5 weiteren Kindern verweigert China die Ausreise. Ich denke immer an meine Kinder, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn ich esse oder im Bett liege. Wie geht es meinen Söhnen Ablikim und Alem im Gefängnis? Was passiert dort mit ihnen? Sind sie heute satt geworden? Haben sie überhaupt etwas zu essen bekommen? Hat man sie geschlagen? Hat man sie in eine Einzelzelle gesteckt? Ich war selbst im Gefängnis, ich weiß, wie es dort ist. Dann bin ich sehr traurig. Aber ich gebe mir Mühe, nicht ständig daran zu denken, denn ich muss auch auf meine Gesundheit achten. Seit 4 Jahren lebt Rebiya Kadeer jetzt in den USA, im Exil. Trotzdem ist die kleine schmächtige Frau immer noch Chinas Staatsfeindin Nummer 1. 11 Kinder hat sie. 5 musste sie als Faustpfand zurücklassen. In Ostturkestan, das 1949 von China annektiert wurde. 2 Söhne haben die Chinesen dort inzwischen ins Gefängnis gesteckt. Damit Rebiya Kadeer endlich aufhört, gegen die chinesische Staatsführung zu kämpfen. Ihre anderen Kinder haben sich in die USA retten können. Aber trotz ihrer inhaftierten Söhne will sich Rebiya Kadeer nicht erpressen lassen. Noch kämpft sie in den USA weiter für die Freiheit ihres Volkes, der Uiguren. In ihrem Büro in Washington knüpft sie Verbindungen zu Politikern und Menschenrechtlern, um auf das Schicksal ihres Volkes aufmerksam zu machen. Wohl wissend, dass sie damit auch ihre in Ostturkestan lebenden Kinder gefährdet. Im Gegensatz zu den Tibetern ist das Volk der Uiguren kaum bekannt, obwohl es von China seit mehr als 50 Jahren unterdrückt wird. Ohne die Lobbyarbeit von Rebiya Kadeer würde sich wohl kaum jemand für die Uiguren stark machen. Die internationale Gemeinschaft soll uns den Weg zu unserer Selbstbestimmung ebnen. Wir wollen unsere Sprache sprechen, frei wählen, frei leben, dass unsere Unterdrückung aufhört. Wir appellieren an die Vereinten Nationen. Wir halten das Recht auf Autonomie zwar in den Händen, aber es ist nichts wert. Wir wollen endlich unsere Selbstbestimmung. Wie direkt ihre Arbeit in den USA das Leben ihrer Kinder in Ostturkestan gefährdet, weiß Rebiya Kadeer nicht. Sie hat keinen Kontakt zu ihnen. Nicht einmal anrufen kann sie. Ihr Telefon wird abgehört. Die Familie zahlt für den Kampf ihrer Mutter einen hohen Preis. Die chinesische Regierung hat meine Kinder zu langen Haftstrafen verurteilt, nur weil sie meine Kinder sind. Und alle Uiguren sind für die Chinesen schuldig, nur weil sie Uiguren sind. Die Uiguren in Ostturkestan sind Muslime, haben eine eigene Kultur und sprechen ihre eigene Turksprache. Sie leben von Handel und Handwerk, betreiben aber auch Ackerbau und Viehzucht.
1949 beanspruchte China ihr Gebiet, das fast 5-mal so groß ist wie Deutschland, für sich. In der Hauptstadt Urümqi leben die 5 Kinder von Rebiya Kadeer, die die Chinesen nicht ausreisen lassen. 2 sitzen im Gefängnis, die anderen 3 werden ständig überwacht. Ihre Pässe hat ihnen die Polizei abgenommen, wie allen Uiguren vor den Olympischen Spielen. In dieser Straße lebte die Familie. Hier steht auch das Kaufhaus, das Rebiya Kadeer damals als erfolgreiche Unternehmerin besaß. Längst betreiben es Chinesen, obwohl es offiziell ihren Kindern gehört. Strafe für Rebiya Kadeers politisches Engagement. Überall chinesische Polizei und Geheimdienst. Gedreht werden kann hier oft nur mit versteckter Kamera. Ostturkestan ist für ausländische Medien fast vollständig gesperrt. Die glückliche gemeinsame Zeit der Familie in Ostturkestan. Für Rebiya Kadeer heute nur noch eine schmerzhafte Erinnerung. Die chinesische Regierung zerstört das uigurische Volk, wirtschaftlich und kulturell. China hat uns alles weggenommen, unsere Häuser, unser Land, und hat es den chinesischen Zuwanderern gegeben. Bis 1999 kann Rebiya Kadeer in Ostturkestan verhältnismäßig frei leben. Dann stecken die Chinesen sie ins Gefängnis. Rebiya Kadeer wächst in ärmsten Verhältnissen auf. Heiratet schon mit 16, bekommt ihre ersten Kinder. Aber sie arbeitet hart und hat mit ihren Geschäften großen Erfolg. Als ich meinen ersten Mann geheiratet habe, hatten wir nicht mal Geld, unsere Kinder zur Schule zu schicken. Ich habe Kleidung und Schuhe genäht und einen kleinen Laden aufgemacht. Den Chinesen war das suspekt. Ich glaube, sie haben meinen Mann gezwungen, mich, die Kapitalistin, zu verlassen. Als ich viel Geld verdient hatte und zurück wollte, war mein Mann neu verheiratet. Ich stand alleine da. Sie kämpft sich wirtschaftlich ganz nach oben und wird eine der reichsten Frauen in Ostturkestan. Ihr gehören diese große Einkaufspassage und ein Restaurant. Der chinesischen Staatsführung ist Rebiya Kadeers wirtschaftlicher Erfolg ein Dorn im Auge. Um die immer selbstbewusster agierende Frau unter Druck zu setzen, benutzen sie ihre Kinder. Natürlich habe ich meine Kinder wahnsinnig geliebt. Aber ich musste mich ja von ihnen trennen. Die Chinesen wollten, dass sie bei meinem geschiedenen Mann bleiben. Sie dachten wohl, wenn wir die Kinder unter Kontrolle haben, haben wir auch sie unter Kontrolle. Doch Rebiya Kadeer spielt nicht mit. Wohl aus Wut und Verzweiflung über die chinesischen Behörden beschließt sie, politisch aktiv zu werden. Sie heiratet wieder und engagiert sich für Frauen, für bessere Arbeitsbedingungen, mehr Rechte in der Ehe. Mitte der 90er Jahre gründet sie die 1000-Mütter-Bewegung. Ich wollte Heldinnen schaffen. Ich habe gesagt, wenn ihr euch und eure Familien rettet, werdet ihr Heldinnen. Aber ihr müsst es selbst tun. Das lässt sich die chinesische Staatsführung noch gefallen. Aber dann beginnt Rebiya Kadeer Selbstbestimmung und Menschenrechte für ihr ganzes Volk einzufordern. Mein Vater hat schon immer zu mir gesagt, du bist für dein Volk geboren. Diese Entscheidung wird zum Wendepunkt in Rebiya Kadeers Leben und in dem ihrer Familie. Ihre Tochter Rey erinnert sich. Ich war immer stolz auf das, was sie getan hat. Ich wusste ja, sie war klug, sie war reich. Sie konnte sich alles leisten, was sie wollte. Aber es gab eigentlich nur eine Sache, die sie wirklich